Guten Morgen miteinander, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst. Heute an dem Flüchtlingssonntag. Wir haben darum einen Missionsgottesdienst geplant für heute Morgen, um auch dem Tag der Flüchtlinge ein Stück weit gerecht werden. Wir haben immer noch besondere Umstände. Es ist keine außerordentliche Lage mehr, sondern eine besondere Lage, die gilt in unserem Land. Darum halten wir noch am Schutzkonzept fest, das wir die letzten 3 Wochen schon miteinander umgesetzt haben für die Gottesdienste. Das Schutzkonzept hängt dort hin, auch an der Wand. Es liegt hinten beim Catering-Buffet eins auf und unten beim Eingang haben ihr das ja auch bereits schon sehen. Nächste Woche sind weitere Lockerungen in Aussicht gestellt worden. Es wird ein neues Schutzkonzept dann geben, auch vom Freikirchenverband. Und wir sind gespannt darauf, was nächste Woche dann auf uns zukommt an Veränderungen. Das heisst aber für heute auch nochmal, wir werden nicht singen, sondern einfach nur summen. Und wir werden uns an die anderen Sachen auch noch halten, bezüglich Eingang und Ausgang und Abstandsvorschriften. Wir sind live, darum begrüßen wir auch ganz herzlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer die auf dem Sofa den Gottesdienst besuchen und die Möglichkeit auch nutzen. Schön sind ihr dabei und nehmen teil am Bericht und an den Infos, die wir heute Morgen gehört vom AVC. Der Mario Mosima ist da. Herzlich willkommen. Wieder einmal in Embrach. Die einen kennen den Mario auch schon aus Verbindungen, aus früheren Zeiten. Schön bist du da und wirst du heute Morgen berichten vom AVC. Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. So ist das ausgeschrieben, die 3 Buchstaben. Ich habe gelesen auf der Website, dass besondere Herausforderungen auch auf euch zugekommen sind mit der ganzen Corona-Pandemie, was Transport auch betrifft, in die Gebiete, wo Menschen sind, die Not leiden, die ihr unterstützt, dass besondere Herausforderungen auch sind bezüglich Kommunikation jetzt in dieser Zeit. Und von dem her sind wir interessiert, euch zu hören und das können mitzutragen, wo ihr dran sind in eurer Arbeit. Der Mario wird sich nachher dann auch selber noch vorstellen in seiner Präsentation. Wir sind mitten in einer Predigtreihe über Jesus. Heute von dort her auch passend zum Flüchtlingssonntag unter dem Aspekt verfolgt für Jesus werden wir hören in diesem Bericht. Stellen wir uns vor, ihr habt vielleicht die Zahl auch gehört, 80 Millionen Menschen sind aktuell ungefähr auf der Flucht. Jeder 100. Mensch, der auf dem Planet lebt, ist ein Flüchtling. Davon sind die Hälfte Kinder. Und so könnte man die Statistik vom UNHCR noch weiterführen mit eindrücklichen Zahlen zu dieser Situation. Und darum ist es wichtig, dass wir an die Flüchtlinge denken. Ein weites Feld, aber schlussendlich geht es um die Würde des Menschen. Und das wollen wir heute Morgen auch in den Fokus nehmen. Ich bete noch für den Gottesdienst. Wir danken dir, Vater im Himmel, für die Zeit, die wir heute Morgen haben, in dem Gottesdienst, wo wir auf dich schauen dürfen, wo wir aus der Bibel hören, wo wir vom AVC erfahren. Du sollst im Zentrum sein und wir wollen auch die Menschen denken, die Not leiden, die auf der Flucht sind, die dich vielleicht auch gar noch nicht kennen. Danke, bist du da und segnest du den Morgen. Amen. Ich werde noch ein Foto machen, so wie wir das die letzten Mal auch gemacht haben, um rückverfolgen, wer da ist. Das Foto wird dann in 2 Wochen spätestens wieder gelöscht. Wir singen das Lied. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Ein Song, wo wir miteinander singen und nachher dann der Bericht von Mario. Summen, ja, summen. Wir summen das Lied. Stehen wir doch auf trotzdem.
Guten Morgen, Embrach. Da im neuen Gebäude habe ich gehört. Ich bin vor 25 Jahren mal da irgendwo an der Hauptstraße vorne gewesen. Und ich begrüße auch alle herzlich, wie du schon gemacht hast, Livestream oder auf YouTube. Freue mich sehr, bei euch zu sein. Danke vielmals. Und ich habe, dort hat es auch mal ein Gesicht, das ich kenne. Verschiedene Gesichter, die mein Herz erwärmen. Und ich am liebsten würde die Leute umarmen, aber es gibt ja noch die speziellen Auflagen. Ich bin da gekommen und ich habe, wo ist das Präsentationsding? Ich hoffe, ihr seht das dann gut. Achtung, fertig, los, funktioniert es. Das ist meine Familie. Ich muss es vorstellen, Sie wissen, mit wem das ist zu tun haben. Mein Name ist eben Mario Mosimann, das ist Deborah, mit den 3 Töchtern. Es hat 2 Schwiegersöhne bereits geschneit und ein kleiner Enkel ist auch noch gekommen. Und jetzt bin ich sogar schon mit 52 Großvater, freue mich sehr. Ich bin seit 2 Jahren mit AVC unterwegs, Aktion Verfolgte Christen und Notleidende. Und habe vorher eine Zeit lang, eigentlich ursprünglich habe ich mal noch ein Laienpastor in einer erwachsenen Kirche in Zürich und dann 13 Jahre Hoteldirektor im Tessin und dort haben wir auch so eine moderne Kirche angefangen und jetzt eben seit 2 Jahren unterwegs mit dem Hilfswerk. AVC ist in über 60 Ländern selber oder mit Partners tätig. Also wir haben eigentlich knapp 20 Schweizer, der Rest sind alles lokale Leute. Der Schweizer ist noch ein bisschen zu teuer, der braucht Heimaturlaub und Pensionskasse, Kühlschrank und eine Matratze und all das Zeug, wo ja alles gut ist, und Krankenkasse und so. Aber wir haben eigentlich so vielen Jahren, wir durch die lokalen Mitarbeiter oder Partners arbeiten, gerade an Orten, wo es ein bisschen speziell zu und her geht. Und es ist einfach extrem erstaunlich, was Gott macht weltweit. Also heilsgeschichtliches Wirken Gottes ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Land und Volk. Und ich bin zu gewissen Völkern mittlerweile gekommen, wo es mich wirklich, hinterbläst, was Gott am Machen ist. Wie tausende Menschen, zum Glück hunderte Menschen zum Glauben an Jesus. Und wir kommen fast nicht mehr an mit Zentren, Trainingszentren und so weiter. Oder dass wirklich auch Brüder und Schwestern, letztes Jahr bin ich in Nordkorea, wir haben dort ein paar Firmen aufgebaut. Oder jetzt an der Grenze zu Syrien bin ich ein paar Mal gewesen. Oder jetzt bin ich hocken geblieben, eben vor 2-3 Monaten in Südsudan, wegen Corona. Oh, Hauchdeutsch, ja. Gut, ich versuche so hoch wie möglich. Wie ein Altbundesrat, der in Deutschland geredet hat und gesagt hat, und plötzlich so nach 10 Minuten sagte jemand, können Sie nicht Hochdeutsch sprechen? Und dann gesagt, ja, Adolf Ogi hat gesagt, ja, höher kann ich nicht, oder? Genau. Und einfach spannend, in welchen Zeiten wir heute leben. Du hast es angedeutet mit den Flüchtlingsströmen. Noch nie in der Menschheitsgeschichte sind so viele Flüchtlinge unterwegs gewesen, oder? Und da könnte das auch dahinter Gott stehen, könnte da etwas Gott im Schilde führen. Und wenn wir uns einklinken und das ein bisschen Wind bekommen von dem, was Gott macht, dann glaube ich, werden wir ganz abenteuerliche Sachen erleben. Und diese Zeiten sind so spannend. Also ich habe ein paar Fotos mitgebracht. 30.000 Chinesen entscheiden sich für ein Leben mit Jesus Christus jeden Tag. Halleluja. Und sie sind nicht von China, oder? Sie sagen Halleluja. Genau. Ich darf auch Halleluja flüstern. Genau. Ich glaube, wenn man das einzeln sagt, ist das, glaube ich, mit Corona in Ordnung. Einfach nicht alle miteinander. Ist doch gewaltig. Wirklich gewaltig. Und da schließen sie die Kirche, versammelt man sich halt so. Oder 5.000 Iraner entscheiden sich jeden Monat für Jesus. Das ist eine vorsichtige Statistik in den letzten 10 Jahren, der Durchschnitt für jeden Monat. Jeremia 49 am Schluss, eine endzeitliche Prophetie, die mit den Elamiter, die jetzt in Erfüllung geht, vor unseren Augen. Wir leben in so spannenden Zeiten. Jesus hat gesagt, Matthäus 24, dass das Evangelium, das Reich Gottes wird gepredigt werden, allen ethnologischen Gruppen. Und dann wird das Ende kommen. Wer kennt von euch den 5 Fische? 5 Fish?
Sieht das so aus, das App. Das müsst ihr downloaden, wenn ihr ein Smartphone habt. Hier auf dem Internet kannst du downloaden, gerade jetzt, während ich am Reden bin. Halt dich mal am Stuhl fest. Das Evangelium von Jesus Christus übersetzt in Sprachen. Also nicht die ganze Bibel oder das ganze Neue Testament, sondern die Geschichte Gottes mit den Menschen. Adam, Noah, Moses, Abraham, Moses und so weiter. Die Geschichte Gottes mit den Menschen. In 6327 Sprachen. Wie viele Länder gibt es auf diesem Globus? Nicht mal 200. Wir wissen, es gibt viele Völker. Der Zugang zu dieser besten Nachricht, diese beste Botschaft, die es gibt, dass Gott den Mensch liebt und Beziehung mit ihm haben will. Das ist einfach gewaltig. Und in diesen spannenden Zeiten leben wir. Ihr könnt, wenn ihr Informationen kriegt in den Nachrichten oder durch uns, vielleicht durch den Report, ich habe hinten einen Büchertisch, mache schnell kurz Werbung. Übrigens, Büchertisch, ihr könnt das auch online bestellen, die da zuschauen. Oder ihr könnt den Report bestellen, dort hinten, wenn ihr wollt, könnt ihr das rumgeben. Und einschreiben ist gratis. Immer wieder hoffnungsvolle Geschichten, dort wo viel Verfolgung auch ist, hoffnungsvolle Geschichten. Dann hinten auf dem Büchertisch gibt es Bücher, mit ihm mache ich eine Woche Ende August, der Heavenly Man. Könnt ihr auch kommen, es hat noch Platz im Paladina. Oder dann so krasse Typen, der Mitarbeiter ist medizinisch bestätigt, 5 Stunden tot gewesen, habe hinten die DVD von seiner Geschichte. Und er geht heute in den nördlichsten Sibirien, fährt auf tiefgefrorenen Flüssen bei 58 Minus pro Nacht und hat nur noch eine Lunge, kein Dünndarm, keine Milz und der Magen ist aus dem 12-Fingerdarm gemacht. Und so geht er zu Tausende von Kilometern, zu Völkern, wo noch nie von Jesus Christus gehört haben. Es hat noch 120 Völker in Nordostsibirien. Und er will zu diesen Menschen gehen, 3-4 Mal im Jahr. Ich habe gesagt, hey, nimm mich mit, Andreas, das nächste Mal. Und meine Frau sagt, nein, du gehst nicht, aber ich will und so. Einfach so spannend, was Jesus heute tut. Und das ist mein Baby. Kommt alle, die fahren können. Kommt am 29. August nach Fahrt für Syrien und Myanmar mit dem Bike und sammelt Geld mit den Kilometern. Da habe ich noch 2 T-Shirts für die kleineren, also für die mittelkleineren unter uns. Heavenly Mathematics, geil? Oder illegale T-Shirts. Hinten habe ich noch ein paar von denen. Gut, ihr könnt beten. Ihr seid nur ein Gebet von Gott gemacht. Sammelt Erfahrungen mit Einsätzen. Eben dieser Tag, denn die Bibelwoche im Tessin. Oder ich gehe wieder nach Rumänien, eine Woche vor Weihnachten, habe Honig dort. Wir gehen in die Psychiatrie, in die Gefängnisse, zu den Romas und so weiter. Könnt ihr Erfahrungen sammeln das ist mit der Weihnachtspäckli-Aktion, vielleicht kennt ihr das. Wir packen sie nicht nur ein, sondern wir bringen sie vorbei und es berührt das Herz und du klingst dich so ein in das Reich Gottes. Oder ich gehe nach Thailand mit einer Gruppe Anfangs Oktober. Investiere in die Ewigkeit, schick dein Geld voraus in die Ewigkeit und promote uns auf Social Media. Heute Morgen geht es um das Thema den Herzschlag Gottes spüren. Ich glaube, also ein Christ ist einer, der Gott hört und das macht, was Gott sagt. So einfach ist das. Ein Christ ist ein Mensch, der Gottes Herzschlag spürt und das macht, was er sagt. Durch den Geist, durch die Bibel. Und ich möchte wachsen mit dem. Ich möchte wachsen in der Beziehung, in der Kommune, in der Kommunikation mit Gott. Möchte ich wachsen. Auch. Und wir sind überall, jeder ist an einem anderen Punkt. Und Gott hat dem Menschen im Naturell ein Sensorium gegeben. Ein Gewissen, das hat noch kein Chirurg rausoperiert. Das ist nicht im Hirn, die Bibel sagt in den Nieren, es gibt, egal. Das Gewissen ist das Sensorium, das Gott uns gegeben hat. Und darum redet Gott zu allen Menschen, nicht nur zu den Gläubigen. Und wenn ein Mensch sich einklingt in das, dann wird dieser Mensch anders.
Und das habe ich mit 19 Jahren erlebt, als mir eine Bibel geschenkt hat und ich mich entschieden habe, am 21. Februar 1987 um 1:30 in Kloten für ein Leben mit Jesus Christus. Und ich bereue es bis zum heutigen Tag nicht. Und habe tolle Menschen auf meinem Lebensweg kennengelernt. So radikale Mütter, hätte ich fast gesagt, wie der Thomas und andere. Herzschlag Gottes spüren. Einmal ist Jesus unterwegs gewesen und da lesen wir in der Bibel, und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das Wort jammern, da haben wir einen Einblick in das Herz von Jesus. Es heißt dort, das im Griechischen, ich weiß das Wort nicht mehr auf Griechisch, aber es heißt auch, wenn man das Herz umdreht, wenn sich das Herz von innen nach außen kehrt. Das gleiche Wort ist erwähnt im Lukas 15, wo es heißt, wo der Vater dem verlorenen Sohn sieht kommen. Da rennt dieser Vater dem Sohn entgegen. Das heißt, das jammert ihn, das gleiche Wort. Und das ist dieses Herz von Jesus. Und wenn ihr mal das Neue Testament ja liest, dann lest ihr zum Beispiel sehr selten ein imperativer Aufruf von Jesus: Ihr müsst das beten, genau das. Nicht mal das Vaterunser. Das Vaterunser, wenn ihr betet, dann könnt ihr. Also es ist wie ein Tipp. Aber das ist kein Tipp mehr. Das ist das Brennen und der tiefste Punkt, habe ich das Gefühl, von Gottes und vom Herz von Jesus. Auch dass er am Schluss sagt von seinem Leben, kurz bevor er in den Himmel geht, das Wichtigste den Jüngern, darum geht in alle Welt, oder? Also da sieht man hat man einen unheimlichen Einblick in das Herz von Jesus. Und Jesus sieht diese Schafe. Sehen wir diese Schafe auch? Vielleicht sind es Flüchtlinge, vielleicht ist es ein Nachbar. Die größte Not in unserer Schweiz sind keine Kleider und Essen. Die größte Not in unserem Land ist Einsamkeit, Orientierungslosigkeit, wie Schafe. Jeder orientiert sich am Nächsten. Auf Social Media gibt es jetzt mittlerweile mehr Leute, die die News holen in den Social Medias als in den Zeitungen, konventionellen Nachrichten. Jeder orientiert sich am anderen. Und Jesus ist gekommen, dass wir uns mit seinem Wort an ihm orientieren. Und er sieht, und ich möchte den gleichen Blick haben wie Jesus, und lass dich mein Herz, das Herz von Jesus sein. Jammert es mich auch noch? Oder habe ich zu viele Bilder gesehen und bin ich imprägniert mit diesen Flüchtlingsströmen und so weiter? Ich möchte dieses Herz von Jesus haben. Das weint. Und plötzlich kommt mein Kollege und sagt: Mario, komm, wir beten eine Nacht durch. Und ich: Wow, schon lange nicht mehr gemacht. Okay. Komm, ihr fastet. Okay, schon lange nicht mehr gemacht. Fordert euch gegenseitig, stachelt doch an mit Liebe zu guten Werken. Und dieses Herz von Jesus, ein Freund von mir, der ist Seelsorger bei der SBB, 50%. Und die anderen 50% leitet er eine FEG mit. Und er macht Psychotherapie an Lokomotivführer. 2,7 ein Lokomotivführer-Dienstleben erlebt 2,7 Selbstmorde in der Schweiz. Wie geht dieser Lokomotivführer mit dem letzten Blick der Person auf dem Gleis um? Für das müssen Sie in die Seelsorge, Sie können wählen Psychotherapie oder christliche Psychotherapie. Er bietet das dann so an. Da wird er oft gefragt: Ja, was ist der Unterschied? Und er sagt: Ja, am Schluss bete ich einfach noch mit den Leuten, oder? Bei der christlichen. Und die meisten möchten das. Und du wirst erstaunt sein, wie viele auf den Embracher Straßen offen sind für Gebet. Ich bin da in der Heilsarmee Uster Mitglied, und wir gehen zweimal in der Woche auf die Straße mit Heilsarmee Gebetsdienst. Und von 10 Menschen, die ich nicht kenne, 8 möchten Gebet. Die Leute sind so einsam. Und oft sehe ich Leute weinen.
weil sie zurückkommen und finden zu diesem, jammert es mich auch noch und ich will mein Herz auch, und ich bin da im Südsudan gewesen, das drittärmste Land der Welt, das Land mit dem tiefsten, ich spucke immer wieder, tut mir leid. Wenn du noch nicht getauft bist, bist du spätestens nach meiner Predigt, nein, Corona-technisch nicht so cool. Also das Südsudan ist das Land mit dem tiefsten PIB. Ich war jetzt das 2. Mal dort im Einsatz und auch auf Besuch auf verschiedenen Feldern. PIB, Bruttoinlandprodukt, importieren alles. Ein Coca-Cola ist teurer als in der Schweiz. Transporte sind doppelt so teuer als in der Schweiz. Ein Sack Zement ist $20. Einfach unheimlich. Und was ich dort auch gesehen habe, das hat mich gejammert. Ich habe Medikamente gebracht für 200 hautkranke Kinder. Dort ist etwas ausgebrochen in unserer Schule und ein Apotheker habe ich ihm das geschickt und es ist genau das passiert, wie du jetzt reagiert hast. Es jammerte ihn und er hat gesagt, ich sponsere die Medikamente für das. Viele haben sich entschieden aus diesen muslimischen Dörfern für Jesus Christus. Die haben nur noch den Jesus. Die haben nur die Bibel. Audiobibel, Solar-Audiobibeln haben wir verteilt. Die haben nur noch Jesus. Die haben, weißt du, keine Krankenkasse, keine Apotheke. Ich bin dort unterwegs gewesen mit dem UN-Flugzeug 3 Stunden, dann 4 Stunden mit einem Offroad-Jeep und nachher 8 Stunden zu dritt auf diesem TÜV durch den Busch. Die sind sowas von weit weg. Da kann nicht mal richtig ein Flugzeug landen dort im Busch. Aber Gott hat die nicht vergessen. Und ich spüre einfach Leute, die zerbrochen sind. Auch wenn du Zerbrochenheit spürst durch eine Krankheit, Beziehung, die kaputt geht oder so. Du merkst, Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und Leute, die mit dir diesen Weg gehen, spüren, Gott ist da, um dich herum, wenn man in einem Problem steht. Und ich habe das oft gespürt. Gott ist irgendwie den Zerbrochenen wie näher, habe ich das Gefühl, als die alles, wie ich jetzt rede jetzt nicht von euch, aber alles im Griff habe, oder? Ich habe vieles auch nicht im Griff. Und bin dort unterwegs gewesen, habe ein paar Bilder mitgebracht. Wir sind Brunnen am Bohren. Die haben gesagt, irgendwann sind meine PET-Flaschen ausgegangen. Das sagte ich, ihr könnt es mir wenigstens abkochen, das Wasser, das ihr vom Fluss nehmt. Sagt ja, und nachher haben sie abgekocht, reingeschenkt, dann hat es immer noch ausgesehen wie ein Eistee oder das Wasser. Oder dann isst man, oder dann bauen wir Brunnen. Oder dann isst man alles aus dem gleichen Topf. Da hat einer anscheinend ein Schaf gekauft, geschlachtet. 45 Minuten später war das im Topf, alles drin. Hoden, Speiseröhre, Schigo, Hirn, alles war dort im Topf und jeder ist mit seinem Finger rein. Und der Mosima musste auch, weil sonst beleidigt man den Gastgeber und ich, oh Herr, hilf mir. Aber ich bin ein gelernter Koch und Hotelier, ich wusste natürlich, das ist Schigo-Fleisch, dann nehme ich das, aber sonst hätte ich wirklich ein gröberes Problem geschoben, oder? Sagt man das auf Deutsch, ein Problem geschoben. Ja, aber das waren so nette Leute und auch die meisten waren da noch praktizierende Moslems und waren so offen für das Evangelium mit Jesus, von Jesus. Oder dann auch die Sitten, wie eben das Essen, oder dann die Sitten, 80% von den Frauen wird die Klitoris abgeschnitten, amputiert, oder? Weil sie einfach andere Wertvorstellungen haben. Eine Frau ist unrein, wenn sie Vergnügen hat. Und die Werte, die wir vermitteln möchten dort, wir wollen nicht ihre Kultur ändern, sondern wir möchten das Herz von Jesus dass sie Gott, ihren Schöpfer, wieder hören will. Das ist das Normalste auf diesem Globus, dass das Geschöpf eine Beziehung hat mit dem Schöpfer. Das ist das Normalste. Und dann bin auch mit säkulären Businessleuten unterwegs, wenn die mich jetzt hören auf dem YouTube. Bless you. Da haben wir immer tolle Gespräche. Ja, nein, Mission ist schlecht, lasst doch denen die Kultur, Herr Mosima. Sage ich, Mission ist schlecht, also Marketing haben Sie auch eine Mission. Und eben, und wenn einer dort Christ wird, dann amputiert er seiner Tochter das Ding nicht mehr. Ja, dort ist gut, Mosima, dort müssten Sie sagen. Sage ich, ja, jetzt haben Sie vorhin gerade gesagt, Mission ist schlecht, also was mache ich jetzt, oder? Und ich habe immer tolle Gespräche über Gott und die Welt. Und am Schluss haben auch verschiedene Businessleute auch schon gesagt, hey, wow, ich wusste gar nicht, dass man so praktisch mit Gott leben kann. Ich sage, ja, hast du Vitamin B?
Ich bin Verkaufsleiter gewesen. Ich weiß, wie abergläubisch Verkäufer sind. Im richtigen Moment, die richtige Person zur richtigen Zeit, da musst du ein Wunder haben. Da brauchst du übernatürliche Einfluss. Ja, von wo haben Sie das? Ja, lesen Sie die Bibel. Der Geist Gottes kann zu Ihnen reden und einen Gedanke geben. Entscheidungshilfe in dieser einsamen Gesellschaft, wo Manager auch ganz einsam sind. Ein unheimlicher Bedürfnis nach Sinn. Und wir erleben, wie viele sich auch einklinken und sagen, hey, das ist eine gute Arbeit. Machen wir mit diesem Syrien mobilen Klinik. Einfach nur Kohle machen mit meinem Business. Was ist das der Lebenssinn? Und wir erleben, wie viele, auch Grossisten, uns Hilfsgüter spenden. Das ist wirklich sehr ermutigend. Unser tägliches Brot gibt uns heute, schau mal, wir gehen 1 Kilo Mehl posten in den Migros, gell, kommen zurück, vielleicht ein bisschen undankbar, weil es einen Riss in der Packung hat und so. Einfach gewaltig. Die Männer waren im Schatten am Domino spielen und die Frauen bei 40 Grad, du am Mehl mahlen, du. Das ist ein normales Schulhaus. Bei Regenzeit gibt es leider dort keine Schule, das seht ihr ja. Und da hat jetzt zum Beispiel Aargauer Turnfestival hat uns T-Shirts gesponsert. Die hatten die meisten dort keine Kleider oder nur irgendwelche Höschen oder etwas. Hey, die haben mir 10 Minuten. Das ist lang. Gedankt. Der Schweiz, AVC und mir gedankt, dass wir ihnen diese T-Shirts gebraucht haben. Ich habe nur noch geweint. Ich dachte, mir knallt es fort. Und die hatten so Freude und waren so geehrt. Darum bittet den Herrn der Ernte. Und wenn du Informationen hörst, Nachrichten, oh, jetzt ist es wieder in Syrien, oh und so. Aber warum stellst du nicht den Fernseher ab, kniest vor dem Fernseher nieder, 5 Minuten und gehst nicht zum Trump, du gehst nicht zum Putin, du gehst zu Jesus Christus, Herr der Herren, König der Könige, der lebendige Gott, der in deiner Stube steht. Und du gehst zu ihm und legst eine Pendenz der Nachrichten oder der AVC-Reports oder OM-Reports, was es denn ist, ihm auf den Pult. Und sagst, Jesus, da stimmt etwas nicht in unserer Welt. Kannst du bitte schauen? Schick du dort Arbeiter hin. Ich habe meines iPhone hat es wieder geklingelt vorher, immer jeden Tag auf 9:38 Uhr gestellt. Dann stört es mich bei einem Telefonanruf, in einer Besprechung oder jetzt beim Beten. Matthäus 9:38 stört es. Und dann bete ich immer in diesem Moment. Und jetzt habe ich da gebetet, immer was dann gerade läuft. Herr, schick du Arbeiter nach Embrach. Leute, die dein Herz spüren. Und füll diese Kirche, dass sie ein Problem kriegen mit dem Platz. Oder am Telefon. Bin ich am Telefon mit einem Geschäftsmann von Migros zum Beispiel. Und dann redet der, und wenn da einer redet, kann man ja auch beten währenddem. Und, Herr, schick du Arbeiter in den Migros. Stell deine Uhr, wenn du willst, auf 9:38 Uhr und klinke dich ein. Und interessant, ich mache jetzt das über 2 Jahren schon. Und interessant ist, mein Fokus oder mein Sensorium ist gewachsen, dass ich Leute sehe und denen nicht vorbeilaufe. Und habe wieder Menschen begegnet, die ich zu Jesus führen konnte. Und vorher war es so 2-3 Jahre Pause. Und interessant, dass das zusammenhängt. Und mein Glaubensleben ist wieder neu on fire. Weil wenn du keine geistlichen Kinder kriegst, dann ist das traurig. Oder zusammen. Geistliche Kinder. Bittet den Herrn der Ernte. Dann das Wort ist noch interessant dort unten, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und ich habe so Bible Hub, wer sich interessiert, kann nachher am Büchertisch fragen, so ein cooles App, Griechisch, Hebräisch und das kann man mit einem Klick gerade sehen, was das für ein Wort ist. Und das Wort dort, dass er Arbeiter in seine Ernte sende, das ist nicht das Wort Apostolos, das Gesandter,
sondern das ist das Wort ekballo. Und dann schaut man in der Bibel, wo kommt dann das Wort sonst noch vor, und dann versteht man die Bibel. Die Bibel erklärt sich gut mit sich selber. Zum Beispiel mit einer Thomson-Bibel, gell, Thomas und so. Oder hast du nicht auch eine gehabt? Bible Study, Jungs. Ekballo, das Wort heißt austreiben. Das kommt vor, wenn man einen Dämon austreibt. Oder es ist vorgekommen dort, wo der Paulus in Schiffsnot gekommen ist, dann haben sie die Instrumente über Bord geworfen. Bittet den Herrn der Ernte, dass der Arbeiter in seine Ernte streichle. In seine Ernte kicke. Ich dachte, hey, wow, Gott, was meinst du mit dem, Mann? Und für das braucht es den Heiligen Geist. Es braucht übernatürlichen Mut. Das klarste Zeichen, dass ein Mensch getauft ist mit Heiligem Geist, ein Christ getauft ist mit Heiligem Geist, gemäß der Apostelgeschichte, ist, dass er einen Mut an den Tag legt, wo nicht mehr normal ist, wo nicht aus der Seele kommt. Ich bin da bei einem verunfallten Mensch vorbeigefahren, da war die Ambulanz am Herzmassage machen. Meine Frau Deborah, halt an, sie war am Steuer. Nein, spinnst, kannst jetzt da nicht aussteigen? Ich muss raus, heute habe ich Geburtstag, warten auf meinen Geburtstag. Nein, wir müssen jetzt Geld holen, dass wir einkaufen gehen. Und ich habe gestritten mit meiner Frau. Zurück nach 20 Minuten waren die immer noch am Pumpen und alles. Ich rausgestiegen, meine Frau noch etwas schnell nach Hause holen gegangen. Ich auf der anderen Straßenseite. Polizei, Abschrank und Ambulanz, Leute, die zuschauen. Ich da, jetzt gehst du rüber beten. Ja, da, so. Die Seele da oben, weißt du, einfach überfordert, oder? Und ich habe im Geist gebetet, meine Seele in die Ferien geschickt, mein Verstand ein bisschen in die Ferien geschickt. Ich will kein Christ sein aus dem Verstand. Ich will kein Christ sein aus der Gefühle. Das ist alles schön und gut. Ich möchte ein Christ sein, der aus dem Geist lebt. Und durch das habe ich plötzlich, wie man Raum schlägt und Volumen zukriegt, hat irgendwie wie der Geist mehr Raum gewonnen. Meine Seele ein bisschen in die Ecke. Ich laufe da über die Straße, über die Abschranken und bete im Namen Jesus. Und kam der Polizist, hey, Sie, gehen Sie weg, da spinnen Sie und so. Ja, wie weit weg muss ich? Und da bin ich einen Schritt zurück und weiter gebeten. Innerhalb 2-3 Minuten, nicht lange. Und der hat den Herzschlag wieder gekriegt. Und der war vorher ein paar Mal mit Defi und so weiter. Und Sauerstoff, da kam Debbie. Ich eingestiegen, konnte nicht mal eine Bibel geben. Ich war den ganzen Tag gaga. War jetzt das wegen mir oder nicht? Das weiß ich, ist egal. Aber was das Wunder für mich war, dass ich über diese Straße gegangen bin, war nicht weil ich so obermutig bin. Ich hatte Angst, ja. Und darum brauchen wir diesen Heiligen Geist, der sagt, wie der Luther, hier stehe ich, anders kann ich nicht. Der wie sagt in Gethsemane, ich bin's, lass diese gehen. Dieser gleiche Geist. Und ich will, dass ich erfüllt bin mit diesem Geist, weil nur dann kann ich in die Ernte gekickt werden. Und interessant ist Apostelgeschichte 1,8 und 8,1. Was haben die Christen nach Pfingsten gemacht? Die waren in Jerusalem. Die haben sich ein neues Gebäude eingerichtet. Entschuldigung. Ein Beamer, du, alles super, Paletti, Gütertrennung, du, haben ein paar Tausend zum Glauben gefunden, alles super, du. 5 bis 7 Jahre waren die dort in Jerusalem und hatten sich's gut gehen lassen, oder? Jesus hat gesagt, geht in alle Welt, hallo. Er hat es ja gesagt oben, Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Was machen die Jünger? Warum gehen die nicht? Die hatten ja den Heiligen Geist, immer wieder auch erfüllt geworden mit dem Heiligen Geist. Und als der Stephanus gesteinigt wurde, dort ging es los. Gott hat verbraucht die Verfolgung. Ich bin nicht für Religionsfreiheit. Das ist auch gut, das ist ein Menschenrecht. Ich bin dafür, dass das Evangelium in den Gefängnissen, in den Flüchtlingsströmen, in den Problemen, weil Probleme wird es immer geben. Und mit einem politischen Gedanke veränderst du nur dein Hirn.
Das muss tiefer gehen. Es muss tiefer gehen. Es muss in dein Herz, es muss in unser Herz, dass unser Herz jammert und unser Herz das gleiche Herz ist wie das von Jesus. Und mein Herz soll das Herz von Jesus sein. Und dann sind sie dann gegangen, oder? Und David, denen habe ich ein Beamer-Equipment geschenkt, du sandgeschützter Beamer mit Powerbank und Solarpanels, du, und Server in 6 verschiedenen sudanesischen Landessprachen, den Jesus-Film, und die gehen da treu mit dem Beamer da unterwegs und machen da Shows. Ich bin eingekommen, da waren über 1000 versammelt, die haben fast noch nie in einem Fernseher gesehen und so weiter. Das ist einfach gewaltig. Und jetzt mit Solar, weil die viele Analphabeten sind, mit Solar-Audiobibeln machen sie so Bibelhörsessions in den Dörfern. Und es entstehen verschiedene Churches, nicht mit Gebäude, sondern die meisten treffen sich unter dem Baum. Und unser Hauptkoordinator, da bin ich mit ihm in einem russischen Cargoflugzeug unterwegs. Der Pilot noch am Rauchen vorne, kannst du nicht anschnallen, alles. Dieser Typ, der, sag jetzt mal so, hat mein Leben verändert. Der war schon 9 Mal im Gefängnis. Der wurde gefoltert auf das Strubste. Hat einer der größten Firmen in Khartoum, ein Unternehmer, wurde als Teenager ein Christ, war vorher Moslem, aufgewachsen. Dem haben sie alles konfisziert. Ein paar Millionen einfach konfisziert, weggenommen, in Gefängnis gesteckt. Fast 3 Tage in einem Fäkaltank gehängt, bis da. Er ist fast dehydriert. Ich sage euch nicht alles, sonst gewisse haben das Nadeln unter die Fingernägel gehämmert, weiß ich was alles. Dass er seine Kollegen verrät. Hat immer noch ein Trauma. Jetzt ist es besser. Und bleibt dort unten und koordiniert die 300 krassen Evangelisten, Apostel und Gemeindegründer. Bleibt dort. Wir sind mit ihm über die Grenze gekommen, wegen den Flüchtlingen heute. Dann sagt der Zöllner, hey, are you a refugee? Sind Sie ein Flüchtling? Dann sagt er, nein, hier ist das Schengen-Visum. Aber wenn ich 80 Jahre bin, dann komme ich dann als Flüchtling in die Schweiz. Jetzt hat mich Gott gerufen für Südsudan, dass Moslems eine faire Chance haben, Israel Messie kennenzulernen. Zöllner, alles klar. Und er ist mir so ein Vorbild, einfach in dem zu bleiben, was Gott ihm gerufen hat. Und seine Jungs auch. Ich weinte und tanzte mit denen. So krasse Leute, die gehen einfach alleine 2 Jahre, 1 bis 2 Jahre allein in ein Dorf und dienen dem Dorf, pflanzen Selbstversorger, haben kein Geld. Der pflanzt selber seine Erdnüsschen und weiß ich was Mais an. Und dient der Community mit einer Schule oder einem Brunnen oder so und bleibt dort und fängt eine Kirche an. Und das meist animistisch-volksislamische Dörfer. Wir kommen mit AVC an Orte, wo kein Hilfswerk dorthin kommt, weil wir durch lokale Leute arbeiten. Und mich haben sie da ein bisschen reingefahren in gewisse Orte und Gott ist mit mir gewesen und so. Aber ist einfach gewaltig, wie Gott die Menschen erreicht und wie das richtige Lawinen auslöst. Das sind so tolle, das sind alles Ex-Moslems. Und ich sage jetzt nicht aus welchen Ländern, nicht nur aus dem Südsudan. Ist einfach gewaltig. Ist wirklich gewaltig. Da 500 Leute unter dieser Baumchurch, oder? Da kamen sie mit dem Verletzten nach vorne, so jetzt bete für Gesundheit. Und ich so, wow, ist nicht ganz meine Gabe, aber ich mache es schon, oder? Und Herr, ich bin überfordert, epileptische Kinder und Malaria, Typhuskranke Lehrer. Und was soll ich jetzt da beten? Nicht gegen, mit den Impfungen von Winterthur gehe ich dort runter, oder? 7 Impfungen, oder? Und die kommen und wollen, dass man für sie betet, oder? Ich war überfordert, aber Jesus hat etwas gemacht. Bei einer Frau wurde der Spontanheilung der Fuß geheilt. Ich hatte so den Eindruck, also nur ein Eindruck, ich bin sonst nicht so prophetisch unterwegs. Irgendeine Frau hat am rechten Bein ein Problem. Da kamen 3 Frauen, 2 am linken Bein, wir haben die vielleicht falsch verstanden, und die andere am rechten Bein. Und bei der Frau mit dem rechten Bein ist etwas passiert. Ich weiß nicht was, sie kam mit einem stiefen Fuß und hat den wieder bewegt. Ich weiß nicht, was sie hatte, ist mir auch egal. Hauptsache, sie hatte Freude, aber die anderen 2 wurden nicht geheilt. Also es tat mir dann auch leid. Ich habe gesagt, ja, aber es ist nicht meine Verantwortung, oder?
Ja, ist einfach krass. Diese Gemeinde ist 2018 entstanden, durch diese sind jetzt 20 solche Communities entstanden. Die meisten von denen animistische Volksislam-Menschen. Verschiedene Stämme, man muss sich vorstellen, 86 verschiedene Sprachen allein im Südsudan. Das sind Stämme Liechtenstein und Stamm St. Gallen nebeneinander und kein Wort ist das gleiche. Und jetzt manage mal das Land. Ich meine, Italienisch, Romanisch, Französisch, Deutsch, gibt es noch Garage, ist das gleiche Wort, oder gibt es noch ähnliche Sprachen? Aber dort einfach nada. Und das ist einfach so, verstehst du, das hat mich so bewegt. Sehen wir kurz einen Einblick. Es geht ja. Bist du das? Kurz, 2 Minuten Clip. Der Krieg begann als Kampf um Religionsfreiheit und Unabhängigkeit. Die sudanesische Armee lanciert brutale Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung, um das zu verhindern. AVC baut in einer Krisenregion eine Schule für muslimische Flüchtlingskinder auf. In der Regenzeit ist Unterricht aus ersichtlichen Gründen nicht möglich. Geplant sind 10 Klassenräume mit Blechdächern und ein Ernährungsprogramm für die hungrigen Kinder. AVC und Partner wollen durch diese Schule die Region erreichen. Muslimische Eltern erlauben bereits 430 Kindern den Besuch, weil sie die positiven Veränderungen beobachten. Insgesamt haben wir 4000 Kinder im ganzen Südsudan in der Die Schule. Rock of Hope Sekundarschule verhindert den Einzug von Jugendlichen in den Krieg, ermöglicht ein Universitätsstudium und trägt so zur Entwicklung der Region bei. Aus den aktuell 200 Schülern sollen bis 1000 werden. Was ansteht? Finden und Finanzieren qualifizierter Lehrer, Renovation der Gebäude und Bau eines Wohnheims für Mädchen. In dieser Region leben unerreichte Volksgruppen, beherrscht von Islam, Animismus und Hexerei. AVC und Partner wollen die Menschen mit dem Evangelium erreichen, unter anderem durch den Aufbau einer Schule für die 4000 Kinder. Eine Stunde so singen. Halbe Stunde tanzen mit denen, du bist der Staub des Bodens, du siehst nicht mehr als 2 Meter, oder? Das ist einfach unheimlich. Und dann nach einer Stunde predigen, wollte ich da langsam zum Schluss kommen, so, no, der Übersetzer, no, Word of God, very good, mach weiter, oder? Und ich so, und ich war dann fertig, da kam ein Kollege, 45 Minuten noch, also wirklich, da geht der Gottesdienst den ganzen Tag. Könnten wir auch mal durchziehen hier in Embrach, oder? Jesus hat gesagt, sind wir wieder ganz am Anfang. Achtung, fertig, los. Schaut mal, habt ihr das gesehen da? Ich wollte es noch schnell zeigen. Wo war jetzt das? Mit dem TÜV. Hast du jetzt das gesehen? Dann ist ja gleich. Oh, jetzt habe ich das Chaos. Bist du am Drucken, oder? Ja, ich drucke nur. Egal, habt ihr beim TÜV die 2 Hühner? Nein, okay. Da, ist gut, da bleiben. Die haben noch gelebt, aber das ist ein anderes Thema. Den Herzschlag Gottes spüren. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also jetzt können alle Schafe von Jesus mal, aber wir dürfen nicht wegen Corona machen, oder? Tatsache ist, dass der Mensch Gott hört. Wegen dem musst du noch nicht mit dem gelben Wägeli in die Psychiatrie. Der Mensch kann Gott hören. Und wenn ein Mensch nicht mehr länger Jesus ignoriert in seinem Leben, sondern akzeptiert,
dann beginnt für diesen Mensch ein neues Leben. Und dann wird er befähigt, Gottes Stimme zu hören. Und dann ist es eigentlich das Normalste. Und das ist ein Wachstum, ist mir klar. Als meine Tochter, die erste Tochter im Bauch von meiner Frau war, habe ich immer das Brahms Wiegenlied am Bauch gesungen. Guten Abend. Das Kind hat das Guten Abend, gute Nacht, draußen. Hat das nicht verstanden. Interessant war, als sie dann raus, ich konnte die Nabelschnur abschneiden und dann noch baden, das kleine Wunder. Da habe ich das gleiche Lied gesungen. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein bestückt, schlüpf unter die Deck, morgen früh so. Kennt ihr das Lied? Oh, da kriege ich Hühnerhut. Das hat meine Großmutter mir manchmal gesungen. Und als ich das gesungen habe, hat sie mich so angeschaut, das kenne ich doch von irgendwo. Ich verstehe keine Grammatik, du, kein Schweizerdeutsch, du, alles. Oder meine Frau war bei Neonatologie auf der Frauenklinik in Zürich tätig mit 600 Gramm schweren kleinen Menschen. Chateaubriand groß, oder? Stell dir das mal vor. Und es gibt ja unterschiedliches Schreien, oder? Die Mütter von uns kennen das. Schmerzen, Hunger, Täubeln, alles kennt ihr, oder? Dann merkt man, und meine Frau hat ein Sensorium für das, und jetzt ist das am Täubeln. Und das 24. Schwangerschaftswoche kam das raus. Hallo? Meine Frau, so, jetzt ist schon mal fertig. Ich muss da arbeiten und du kannst nicht so einen Krach machen. Das kleine Ding. Wir haben alle dieses Sensorium drin, dieses Gewissen. Gott kann und wird zu uns reden. Und das erste Mal, wenn er zu dir redet, führt er dich zur Umkehr. Dann ruft er dich zu der Buße, nicht Geld zahlen, sondern Buße. Das heißt, wenn er dir sagt, hey, du hast da etwas falsch gemacht, entschuldige dich bei dieser Person. Mario, geh auf den Polizeiposten in Rümlang. An dieser Adresse hast du ein roter Puch Maxi geklaut vor 5 Jahren. Bring das in Ordnung. Und die Teile auseinandergeschraubt und verkauft, oder im Wald. Nein, das ist der Teufel, der redet mit mir, der will mir nur ein schlechtes Gewissen machen. Ich bin rein durch das Blut von Jesus. Der Heilige Geist sagt, bring es in Ordnung. Klag mich nicht an, Teufel. Der Heilige Geist redet zum Mosima und zu dir. Und das geht manchmal ganz schnell. Da bin ich mit solchen Knien auf den Polizeiposten gegangen, oder? Sieh, ich bin ein Christ geworden und stehe für meinen Fehler ein, was muss ich machen? Da sagte er, ja, das ist ja schön, dass Sie religiös geworden sind. Das ist ein Versicherungsfall, es ist gut, dass Sie das vergessen. Ich habe früher auch mal etwas bosget. Vergessen wir diese Sache. Wie bin ich nach Hause gegangen? Ich bin nach Hause geflogen. Ich habe Vergebung erlebt, nicht nur im Kopf. Und wenn wir auf Jesu Wort hin etwas wagen, auch wenn es unserem religiösen Hirn nicht passt, mit allen biblischen Ausreden, die ich gefunden habe, schon nach 5 Jahren, weil ich habe seit 32 Jahren lese ich die Bibel jedes Jahr durch. Ich bin ein Bible-Freak. Jetzt höre ich sie noch dazu durch in verschiedenen Sprachen. Möchte ich euch ermutigen. Religiöse Ausreden, oder? Aber wenn wir das machen, was Gott uns sagt, dann erlebst du Gott. Egal, ob du christlich aufgewachsen bist oder nicht. Und wenn du diesen Compromise, dieser Schatz in dir, das Wertvollste, was du in diesem Leben hast, ist nicht deine Kohle, ist nicht dein Kirchengebäude, ist nicht dein was immer, deine Pensionskasse. Das Wertvollste, was wir haben in diesem Leben, ist dieser Schatz des reinen Gewissens durch das Blut von Jesus. Und dass wir das reinhalten, auch wenn du fromm aufgewachsen bist. Und wenn du das radikal reinhältst, versuchst, immer wieder reinzuhalten, wenn du einen Fehler gemacht hast oder nicht etwas Gutes gemacht hast. Die Christen sind ja nicht bekannt für schlechte Taten. Aber unser Problem ist, dass wir die guten Taten ignorieren oder nicht tun. Das sind unsere Probleme. Aber wenn nur ein paar Christen beginnen, auf Jesus zu hören und das machen, was er sagt, dann wird das sowas von spannend. Wenn etwas passiert, das du erlebst, ich bin da im Südsudan, plötzlich macht es so, die Sonne wurde dunkel, du. 1 Stunde, mindestens 50 Kilometer, 1 Stunde unter dieser Heuschreckenwolke entgegengefahren, du.
Von wo kommen diese Heuschrecken? Wo vermehren sich die Dinger? Wie ist das überhaupt möglich? Ich hatte Hühnerhaut, das war in der Corona-Zeit. Hey, wow, Plagen Ägyptens und so weiter, was läuft, oder? Gott, was willst du mir mit dem sagen? Wenn du krank bist oder wenn du einen Unfall hast, dann frag Gott, bist du das in der Bibel steht, merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Manchmal sehr unangenehm, es könnte Verfolgung sein. Jetzt durch die Corona-Zeit, da kam neues Fragen, bringt das Kirchenzeug, wie sollen wir Kirche leben? Da kam Gott hat uns aufgewühlt. Stehe vor der Türe und klopfe an, wer meine Stimme hört und die Tür auftut, also du musst etwas tun, hören und tun, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Und das Leben wird so spannend, wenn man das macht, was Gott sagt. Ich möchte eigentlich noch mit dieser Geschichte schließen. Kennt ihr den Hananias von Damaskus? Wer kennt den? So, Bibelquiz-Frage. Ein paar. Wer kennt den Saulus von Tarsus, also Paulus? Wer kennt Paulus? Viel mehr, ja, genau. Das ist bei mir auch so gewesen. Aber ohne Hananias kein Paulus. Der Hananias war ein toller Jude in Damaskus, ein Jesusgläubiger Jude. Und Gott hat ihn in einer Nachtvision hat ihm gesagt, geh in dieses Hotel an dieser Straße, die gerade heißt. Das Hotel, das vom Direktor Judas geleitet wird. Und geh dorthin, dort ist ein Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Leg ihm die Hände auf, er ist blind und er wird wieder sehen. Sagt der Ananias, ja, ich gehe sofort. Das finde ich so authentisch an der Bibel. Es sind nicht Superheroes. Die machen auch Fehler. Die sagen auch mal, aber Herr, das ist doch der die Christen in die Gefängnisse steckt und Freude gehabt hat mit Stephanus seiner Steinigung und so weiter. Also bist du sicher, dass ich gehen soll? So ein Gespräch gibt es dort, könnt ihr selber lesen, Apostelgeschichte 9. Aber der Hananias ist trotzdem gegangen. Der Saulus, das war jetzt Leonhard, wenn denn Gott dir sagt, kauf ein Ticket nach Gaziantep in die Türkei, schleiche über die Grenze nach Kobane und führe an dieser Adresse den Anführer der IS zu mir. Er ist mein auserwähltes Werkzeug. Was sagt der Leonhard? Nicht, ich schicke meine Tante. Ich würde das Gleiche sagen, oder? Das war etwa das, was der Hananias als Job hatte, oder? Und wir müssen nicht so krasse Jobs erfüllen wahrscheinlich, aber ich bin überzeugt, hier sitzen Ananiasinnen und Ananiase. Verstehst du, der Lenin hat in Zürich studiert. Wenn wir den für Jesus Christus erreicht hätten, wie wäre die Weltgeschichte geworden? Oder der Kim Jong-un, oder? Wo ist der? 2 Jahre als Teenager im Bernbiet war er in der Schule, oder? Versteht ihr, was ich meine? Du bist nur ein Klick weg von dem, was Gott machen könnte durch uns. Und das ist ein Trigger, die Ewigkeit wird das zeigen. Und ich habe von einem gehört, der in Basel, der war im Tram und dann hörte er, wie Gott ihm sagt, im Herzen, steig bei der nächsten Station aus, geh in Coop und mach dort beim Getränkeregal einen Handstand. Und er so, hallo, ich muss gehen. Jeder hat seine Agenda. Gell? Auch die bei dem Überfallenen, barmherziger Samariter, vorbeigelaufen sind. Ich sicher nicht. Aber das war so stark in seinem Gewissen, dass er ausgestiegen ist, geschaut hat, dass niemand kommt und macht einen Handstand am Getränkeregal. In diesem Moment kommt eine junge Frau um die Ecke, schaut ihn perplex an. Es gibt sich ein Gespräch, sie gehen einen Kaffee trinken. Die Frau sagt, ich habe gestern mir das Leben nehmen wollen, aber ich habe Gott gesagt, wenn es dich gibt, macht morgen einer im Coop einen Handstand. Und hat sich entschieden für Jesus. So komische, blöde manchmal Gedanken. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, 9:30 abends, musste nach Hause. Der Debbie, weil sie im Spital und ich im Hotel arbeitete, gab es nicht im Tessin früher, gab es immer ein bisschen wenig Zeit miteinander. Musste nach Hause. Da fuhr ich an einem Esoterikladen vorbei, da hat es geschlossen gewesen, da hat ein Mann reingeschaut. Und da fuhr ich weiter. Kehr um und sage ihm, ich liebe ihn über alles. Und ich so, hey, ich muss jetzt
kam es wieder. Kehr um, sag ihn, ich liebe ihn über alles. Und ich so, ja. So nach vielleicht das 3. Mal, verstehst du? Bin ich umgekehrt, fast noch in die Tramschiene reingekommen, du. Umgekehrt. Dachte, wenn er nicht mehr dort ist, ist das ein klares Zeichen von Gott und so weiter. Diese Diskussionen kennt ihr alle auch mit eurem Gewissen, oder? War der noch dort? Ich habe allen Mut zusammengenommen, bin zu dem hingegangen und gesagt, Entschuldigung, ich bin ein Christ und ich habe den Eindruck von Gott gekriegt, Ihnen zu sagen, dass Gott Sie über alles liebt. Der schaut mich komisch an und sagt, hey, sorry, I can't understand German, can you speak English? Und ich so, genau, alles nachher. Dann sind wir da in den McDonalds mit Röhrchen und Becherli, habe ich ihm erklärt, du bist getrennt von Gott, du kannst in eine Beziehung kommen, hör auf, Jesus zu ignorieren, dann kriegst du gratis das ewige Leben und hast du mal den Teufel gegen dich, die ganze Welt, aber Halleluja, du hast ewiges Leben. Das hat den überhaupt nicht interessiert. Es war wie das Wasser, das abperlt von einer Ente. Einfach so, ich ging nach Hause enttäuscht, ich spinne, was soll das alles, oder? 2 Wochen später rufte der mich an, weinte am Telefon, sagte, do you have some time? Und ich, was ist passiert? Mein bester Freund ist gestorben im Verkehrsunglück letzte Nacht in Amerika. Hast du Zeit? Wir sind am Fluss abgehockt, machen nachher so einen Fetzen, brüllen da zusammen, du, Psalm 23 gelesen. Freitag war, am Sonntag haben wir in die Kirche genommen, hat sich entschieden für ein Leben mit Jesus Christus. Und dem seine Biografie geht jetzt weiter und meine geht weiter. Und wir können den Flüchtlingen etwas weitergeben. Ich habe auch Bücher für Flüchtlinge hinten. Unser Leben, denkt ja nicht, ihr seid keine History Makers. Denkt, das ist die Lüge des Teufels. Gott hat mit uns etwas vor. Und wenn es nur ein SMS ist heute, oder wenn es nur, oder ihr on Livestream, wenn es nur diesen Link ist, den du merkst, hey, ich muss den Link jetzt dem schicken. Und dann, wenn wir das machen, was Gott uns aufs Herz legt, dann passieren Wunder und dann merken wir, kommen wir in diese Bestimmung, die Gott für uns hat. Mit diesen beiden Versen möchte ich schließen und dass wir wirklich noch eine Zeit haben, 2, 3, 4 Minuten, wo wir ein bisschen das Ganze, dass wir zurückkommen zu diesem, ja genau, kommt doch zu diesem Herz von Gott. In der Bibel steht, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das hat Jesus dem Pilatus gesagt. Wer aus der Wahrheit, sagt er auch uns. Das hat mit unserem Gewissen zu tun. Und wenn wir vor allem, weißt du, in evangelikalen Kirchen und so weiter, hören wir so super Botschaften. Ich möchte auch alle einladen, die ihr vielleicht noch nie hier in Embrach gewesen seid, kommt mal in diese Gemeinde, es sind ganz tolle Leute hier. Aber verstehst du, ich möchte noch was sagen, ich möchte ganz kurz etwas sagen. Die biblischen Prinzipien erleben. Ehre Vater und Mutter, das Prinzip, der Segen daraus. Geld verschenken, der Segen daraus. Beten für jemand, der Segen daraus. Die biblischen Prinzipien erleben heißt noch nicht Jesus persönlich kennen. Noch nicht intim mit ihm kommunizieren. Kennst du diesen Jesus persönlich oder kennst du nur die Bibel? Ich weiß, man sollte das nicht groß trennen, aber ich mache es jetzt. Ich weiß genau, dass du weißt, was ich meine. Und wenn du in deinem Herzen spürst, das geht mir jetzt wirklich genau auf den Keks, was der Mario da sagt. Halleluja. Dann ist vielleicht heute der Tag, wo du sagst, ich möchte in diese Kommune, in diese Kommunikation mit dem Jesus kommen. Ich habe gut angefangen, aber wo ist jetzt dieser Jesus? Oder wenn du den Jesus wirklich nicht kennst, ist heute dein Tag. Du bist nur ein ehrliches Gebet von Gott entfernt. Und ich möchte dich dazu rufen und ermutigen. Und ich glaube, wir bleiben alle am Platz. Ihr bleibt auch zu Hause, ihr müsst nicht jetzt in die Kirche springen. Wir bleiben jeder jetzt, wo er ist, auf dem Sofa oder auf dem Stuhl. Und in deinem Herzen machst du Klick. Das klickst du einfach ein. Und lasst uns noch beten. Der Vers habe ich noch vergessen. Was nennt ihr mich Herr, Herr, aber tut nicht, was ich euch sage. Wir müssen nicht alles tun. Wir müssen nicht alle Missionswerke, weiß ich was. Wir können viel tun, das ist cool.
Aber wir müssen das tun, ich muss das tun, wo Jesus mir sagt. Gehorsam. Vater, ich danke dir für dein Wort und für diese Zeugen und auch die, die das Blut gelassen haben, auch der Kollege, der jetzt gerade dort im Südsudan seit 3 Monaten im Gefängnis steckt. Aber wir erreichen ihn durch unsere Gebete, weil du dort bist, der allmächtige, allgegenwärtige und allwissende Gott. Wir kommen zu dir. Wir müssen nicht irgendetwas dir vorspielen. Wir sind, wie wir sind, mit offenen Herzen und offenen Büchern. Das ist das, was du haben kannst, Herr. Take it all. Nimm alles, Herr. Da sind wir, da sitzen wir. Und Jesus, danke, dass du einen Plan hast mit jedem, der jetzt da hier zugehört hat. Und jetzt einfach das Herz bewegst und ja, vielleicht merkt man eine Handbremse oder vielleicht merkt man, ach Jesus. Aber bring dein Ach Jesus zu Jesus, zu diesem Kreuz vor Golgatha. Er ruft dich. Und du gehst dorthin und sagst, Jesus, ich habe es versifft, aber ich bin da und brauche mich, vergib mir und ich will lernen, auf dich zu hören. Und auch wenn es crazy ist, möchte ich es machen, weil du der Herr bist, weil du der Herr bist, der das Sagen hat, weil ich dir gehorsam sein will, auch wenn es unangenehm ist. Auch wenn es vielleicht Gefängnis bedeutet. Oder wenn mich die Leute auslachen oder schräg anschauen. Jesus, danke dir, dass ich dir nachfolgen kann und diese Herrlichkeit erleben kann. Im Leiden und in der Freude mit dir eins sein kann. Segne diese Church Embrach, jeder, der zuhört, im Livestream, YouTube und hier diese netten Menschen. Jesus, danke, dass du uns brauchen willst für dein gewaltiges Reich. Amen. Wenn du gespürt hast, hey, wow, vielleicht wäre es dran, dass du auch mal, ihr habt zwar keine Beichtstühle hier, aber es gibt viele Kirchen in der Schweiz, die haben Beichtstühle. Vielleicht mal eine Beichte machst mit jemandem, den du vertraust hier in der Kirche. Eine Aussprache, du bist vielleicht schon lange Christ, aber das ist ein Punkt, da möchte ich jetzt wirklich Klartext oder klare Sache machen mit Gott. Dann geh auf Lienhard oder auf die Leute zu, ihr kennt euch, oder mich, Büchertisch oder so, und bekennt was oder betet miteinander. Geht zusammen diesen Weg. Und ich glaube, es wird Gewaltiges abgehen. Gottes Segen. Gibt es noch 1, 2 Lieder, glaube ich. Ja? Danke vielmals. Wollen wir aufstehen oder machst du weiter? Ja? Alles klar. Danke vielmals, Mario. Es hat mich mega bewegt. Und ja, mein Herz ist voll parat, voll bewegt. Und ja, stimmen doch auf, einfach als Antwort, die wollen. Einfach bei diesem wunderschönen Lied, mit dem wunderschönen Namen, What a Beautiful Name. Ja, wo wir einfach preisen auch für die Informationen, für die gewaltigen Sachen, die passieren. Ja. Ja, vielleicht haben Sie es auch gesehen vorher auf der Folie, der Slogan von der AVC, klare Worte, starke Taten. Kann man sagen, zu Recht. Aufgrund von dem, was wir gehört haben, vielleicht
Es ist bei euch der Eindruck entstanden, dass ihr den Link gerne teilen mit einer ganz bestimmten Person, die euch vorher in den Sinn gekommen ist. Teilt den Link. Nutzt die Möglichkeit auch vom Livestream, um die Botschaft auch weiterzugeben. Tragt euch hinten noch die Liste ein. Ich habe sie hinten aufgelegt, weil wir nicht die Sachen durchgeben dürfen. Vielleicht ist auch jemand dort, der die Liste dann führt und die Personen einschreibt, die sich gerne beteiligen und die Informationen von der AVC wollen. Ja, geben wir noch einen Überblick über was nächste Woche noch läuft. Die Anlässe von unserer Kirche. Wir sehen, dass da vorne Gemeindegebet und die Anlässe der Kids. Was nicht drauf steht, ist der Feierabend der Männer, vom Mannentreff. Alle Männer haben ein Mail bekommen. Wenn da noch Fragen sind, geht auf den Stefan zu, meldet euch an, gemäss den Infos, die in dem Mail sind. Der Feierabend am nächsten Freitag. Iris Germann hat eine Info noch zum Gemeindeweekend. Hey, hoi Julia! Schon lange nicht mehr gesehen. Sag nicht! Wie geht's? Gut. Schön. Du hast schnell Zeit für einen Kaffee. Hey, nein, sorry, ich muss im Fall wirklich gerade weiter. Ich kann wirklich... Jetzt hätten wir gerade so einen guten Gottesdienst gehabt. Ich hätte so gerne davon erzählt. Ja, Schade, hä? Warum haben wir immer so wenig Zeit? ja, ich wünsche mir schon, dass ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, da kommt mir gerade etwas in den Sinn. Hey, Ende August gehen wir als Gemeinde als Weekend. Das Gemeindeweekend. Gemeindeweekend? Ja. Hast du dich schon angemeldet? Gut, dass du es sagst, ich habe mich noch nicht angemeldet. Hey, Muss ich gerade noch dort machen? könnten wir wieder mal käfeln. Oh ja. Weisst, ich bin zwar schon ein bisschen hin und her gerissen, weil der Mario hat eigentlich am Samstag, am 29. seinen Benefiztag, am 29. August. Aber Oh jetzt nein. nehmen wir Ja. mal das Gehen wir mit Gemeindewoche. der Gemeinde dann? Ja, das wäre auch eine Idee. Aber alle, die sich noch nicht angemeldet haben, meldet euch an. Es hat für alle etwas. Wir können käfeln oder lesen. Oder man kann auch Sport machen, man kann Spiele machen. Es wäre super, wenn wir uns alle dort sehen würden. Genau, das machen wir doch. Wir haben einen Welcome-Apero geplant. Es hat beim Ausgang so rote Flyer, die stehen für den roten Teppich, den wir auslegen wollen, für alle die noch nicht so lange in der Gemeinde sind, ein paar Monate vielleicht. Wir wollen das Angebot machen nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst, zum informieren, wer sind wir, was machen wir, wie kann man gut hineinfinden in unsere Kirche. Nehmt doch so einen Flyer mit, wenn ihr jemanden noch wisst, der da sicher geeignet wäre zum Einladen, gebt das weiter. Und da wollen wir speziell vielleicht auch noch die ansprechen, die im Livestream jetzt sind, auf dem Sofa sitzen und vielleicht schon lange mal denken, ja, ich würde eigentlich schon gerne einmal da reinschauen in die FG Embrach an der Tannenstrasse. Dann kommt doch, es gibt sogar nächsten Sonntag noch ein Welcome-Apero, wo wir von der Leitung aus ein paar Informationen weitergeben wollen. Dann haben wir einen Kollektortopf beim Ausgang, um etwas reinwerfen. Wir möchten die Kollekte heute gerne am AVC weitergeben. Benutzt doch die Möglichkeit, den Topf beim Ausgang. Mit dem verknüpft auch gerade schon der Hinweis, der Ausgang wollen wir wieder da bei dieser Stege machen. Gehen da raus, gehen möglichst rasch die Kids holen und bleiben mit den Kids drinnen, kommen nicht da in den Saal. Dann gibt es auch noch eine Folie zum Kids-Treff. Das sind wir uns gewöhnt, mit Fragen drauf, die wir mitnehmen können und mit den Kids so ins Gespräch kommen. Die Kaffeebar ist offen. Heute machen wir es auch wieder so, dass das Catering-Team den Kaffee oder auch die anderen Getränke rausgeben. Schauen wir doch, dass es dort hinten keinen Stau gibt. Gehen wir uns das Getränk holen und dann verteilen wir uns gut hier im Saal, um noch miteinander ins Gespräch zu kommen, miteinander ein bisschen austauschen, auf den Mario zugehen, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr etwas festmachen wollt, dann nutzt doch die Gelegenheit. Wir singen noch einen Song zum Schluss. Stehen wir doch dazu auf. Danke, Simi.
ein Vers aus dem 1. Petrusbrief, ganz am Anfang zum Schluss. Dort heißt es: Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesus, unserem Herrn. Amen. Sind gesegnet, schönen Sonntag miteinander. Auf Wiedersehen. Tape, honey, I know you get scared of nightlights of a show.